So, habe Dere bei einer neuen Folge von Einmal um die Scheiben. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast am Start, ihr kennt ihn. Es ist der Rigler Hirs. Habe Dere Hirs. Servus, grüß dich, servus Max. Habe Dere, schön, dass du dabei bist. Ich habe dich jetzt gerade abgeholt, geh auf einen Ratsch, schön gemütlich. Wir sind ganz in der Nähe von deinem Heimatort Hindorf. Genau. Okay. Kennt man ja, oder? Kennt man. Ich habe gleich hergefunden ohne Navi. Und Rigler Hirs ist eigentlich ein Begriff, er hat einen YouTube-Channel. Der läuft selber schon super gut. Er ist ursprünglich eigentlich ein Gstanzlsänger, der Gstanzlsänger kann man sagen. Und die Band Hundskrippeln ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Also, ihr wisst ja, heute hohes Kaliber bei mir im Auto am Start und wir werden heute eine neue Single von einer hören, von den Hundskrippeln. Wir dürfen exklusiv als erste neu hören. Und ein paar andere Titel reden wir heute auch noch ganz gemütlich drüber, wie die so entstanden sind bei euch. Ja. Und du lotst mich rum in eurem Ich Geil. lotse dir ein bisschen rum. Genau. Und danke schon mal für die Vorschusslorbeeren, aber ich muss jetzt gleich mal widersprechen, der beste Gstanzlsänger war ich jetzt auch wieder nicht. Es hat schon eine sehr gute gegeben. Da müssen wir jetzt wieder links. Okay, es hat sehr gute gegeben, Das aber andere links. du hast ja da aber mal was gewonnen sogar, oder? Du warst in einem Fußballmatch dann durchs Gstanzlsänger, oder? Habe ich das richtig gespeichert? Du hast mir ein paar Tipps gegeben vorher. Ja, genau. Also nicht direkt nur durchs Gstanzlsänger, sondern es war so, da hat man sich bewerben können. Das Ganze hat Paulaner Cup des Südens geheißen. Okay. Und da war Voraussetzung, dass man gern Weißbier trinkt und sich für bayerische Traditionen und Bräuche quasi affin ist oder macht. Okay. Und dass man FC Bayern-Fan ist. Und ich habe das gar nicht so mitgekriegt, aber meine Spätzle haben das mitgekriegt und haben gesagt, Hirs, das ist ja quasi prädestiniert für dich, du musst dich bewerben. Okay, Und alle man hat quasi Voraussetzungen erfüllt. Genau, gewinnen können in Anführungsstrichen, dass man gegen die erste Mannschaft vom FC Bayern Fußball spielt. Mhm. Und dann habe ich mich eben da beworben, aber nicht besonders viel versprochen. Und dann bin ich da tatsächlich dann letztendlich in den Kader gekommen von über 21.000 Bewerbern. Ja, Wahnsinn. Und was war der Gegner dann auf dem Spielfeld? Also ich habe Stürmer gespielt, aber ich habe nicht recht viele Bälle gehabt. Wir haben allgemein nicht recht oft den Ball vorne gehabt. Ja. Ich habe gegen einen Boateng und gegen einen Dante gespielt. Jo, gut. Wobei die einen sehr entspannten Namen da gehabt haben, glaube ich. Okay. Dann hast du aber aktiv einmal Fußball gespielt, oder? Ich habe aktiv gespielt, sehr lang sogar, aber nicht besonders hoch. Also so bei uns im örtlichen Verein in Mittelstehen, Kreisklasse und so, ja. Mhm, gut. Da habe ich dich jetzt auch abgeholt eigentlich, gell? Genau, Ja. Mittelstehen sagt man, Mittelstädten schreibt man es. genau, Mittelstehen, Jawohl, soviel zum Thema Mundart. Du bist dann ein Geborener, Hindorfer, da wo wir jetzt halt gerade hinkommen. bist der Oberbayer, gell? Ja, Durch und durch. wir sind zwar sehr nah an der Grenze zu Oberpfalz und Niederbayern auch, aber wir sind noch Oberbayern. Wir sind der Oberbayer. Und deine Bandkollegen, ihr kennt aus, auf der Homepage habe ich geschaut, Ingolstädter Gegend und Kelheimer Gegend aber auch, gell? Naja, wir beschreiben es als Ingolstädter Gegend, damit wir uns halt auch in anderen Teilen von Bayern und in Baden-Württemberg und Österreich das noch einigermaßen zuordnen kann. Aber wer sich ein bisschen besser bei uns im Gau auskennt, sind wir eigentlich vor Steinsdorf, das Eck. Okay. Da fahren wir jetzt links. Jawohl. Jetzt sind wir in deinem Heimatort. Jetzt sind wir in meinem Heimatort, genau, und jetzt kommen wir direkt sogar am Bauernhof von meiner Oma vorbei, da wo wir einen kleinen Bauerdraht haben. Also auf deiner Seite drüben Ja, für die gut. Zuschauer werden sie jetzt vielleicht, der wo das Video kennt, Da fahren wir jetzt einmal schnell rein. diese Mistkram erkennen. Das ist ja Oder kultig. das Haus. Genau. Das Lied kennt ihr ja alle, kleiner Bauer, gell? 20 Millionenfach geklickt. Und bei Bayern 3 ist gelaufen, das war 2016, oder? Max, ich hab dir vorher noch gesagt, du sollst mir keine Jahreszahl fragen, weil das so schlecht wird. 2016 war war's, es, oder? dass das 2016 war. Ja, das war 2016, genau. Jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen hinten aus, oder? Und da ist dann das Gefährt gestanden, wo ihr drauf geguckt seid. Gell? Das Genau, war schon echt genau. eine markante Optik, muss man sagen. Ja, Cool. Super, haben wir das auch mal gesehen, oder? haben wir das auch mal gesehen. Ihr kennt das Lied, wie gesagt, urspielen werden wir es jetzt nicht, aber ich möchte was anderes ausspielen. Ihr dreht in Lederhosen auf, Genau. deswegen passt jetzt ganz gut, Lederhosen Amore. Sie ist kitzelbraun, ein echter Männertraum und trotzdem beliebt bei alle Frauen. Drum lasst er uns verricken, jetzt kein andere nimmer an sich roh. An jedem Wochenend bleibt's mit ihm bis zum End, weil sie wie er ganz bestimmt kein Uhr nicht kennt. Der sagt uns, sie benennt mir jeder andere Mo und lasst sogar zum Schlafen gleich mit O. Lederhosen Amore, Rustikal perfekt.
Straße. Das, wenn man vor 5 Jahren wer verzeiht hätte, dass ich mal mit dem Grundsee der Maxi im Auto hocke und Herr Lederhosen am Morde habe. Ja. Von Hindorf auf Michelstein. Und das habt ihr rausgebracht bei Universal Music, war das, oder? Genau, ja, da waren wir noch bei Universal. Und jetzt seid ihr aber komplett frei. Jetzt sind wir wieder frei, ja. Gut, und bringt es Von den nächste. Handschellen gelöst. Von den Handschellen gelöst. Da glaube ich, müssen wir ein bisschen nachfragen. Ist ja fast interessant. Ja, es ist einerseits super, oder? Wenn man schnell bekannt wird. Ja. Aber es ist Fluch und Segen ja zugleich, oder? Wenn man jetzt ein kleiner Bauer zum Beispiel mal schaut. Ja, ich glaube, also man muss sich das, glaube ich, ein bisschen überlegen, ob man zu einer Plattenfirma gehen will oder nicht. Ja. Wenn man zu einer Plattenfirma geht, dann glaube ich, macht das nur Sinn, wenn man dann auch sehr viel spielt und auch viel Fernsehauftritte und so weiter spielt. Und bei uns hat das damals leider nicht so hingehauen. Wir haben da viel absagen müssen. Und darum glaube ich, war es für uns im Nachhinein gesehen nicht der richtige Schritt. Aber ja, das war halt auch, wir haben angefangen, Kleiner Bauer war ja unser allererstes eigenes Lied, das wir gemacht haben. Und dann klopft Universal Music, der größte Musikverlag der Welt, bei dir an. Und dann wird man natürlich auch ein bisschen schwach und denkt sich, war geil, Ja, jetzt kann ich die Welt retten. Riesensache, klar. Ja. Und dann seid ihr im Prinzip immer schon unterwegs gewesen in der Formation und wart in Bierzeiter unterwegs, habt ein Riesenprogramm schon gehabt. Und das war dann so das erste eigene Lied, was ihr veröffentlicht habt mit einem Video. Ja. Das hast du wahrscheinlich auch selber drauf so wenig kennen, oder? Weißt du jetzt auch sofort? Ja, Kobi, ich muss dich zurückrufen, Kapelle so und so, kennst du vielleicht, Ja, oder? kenn ich schon, kenn ich schon. Jawohl. Lustig. Ich muss gleich mal einen Flugmodus machen. Sorry, jetzt wollte ich dich nicht unterbrechen. Also ihr seid schon lange Problem. unterwegs? Genau, also wir haben aber öfters mal ein bisschen eine wechselnde Besetzung gehabt, allein schon aus dem Grund, weil es die Hundskrippeln schon sehr, sehr lang gibt. Wir sind schon die zweite Generation sogar der Hundskrippeln. Das ist Also es interessant. haben damals quasi in die Welt gesetzt ein paar Onkeln und Väter von unserer jetzigen Besetzung. Okay. Die haben damals nur so ganz kleinere Sachen im Dorf gespielt, in Steinsdorf eben, Stadtbierfeste und so weiter. Und wo sie da das erste Mal gespielt haben, war einer von der Zeitung da und da haben sie sogar keinen Namen nämlich gehabt. Aha. Und dann hat der von der Zeitung einen Wirt gefragt, so quasi, die spielen gar nicht schlecht, wer ist denn das eigentlich? Und der Wirt hat gesagt, ja, das sind halt die Hundskrippeln von unserem Dorf. Gute Geschichte. Genau. Und ab dann waren es die Hundskrippeln, weil der Zeitungsschreiber das so reingeschrieben hat. Ja, Dann haben sie gesagt, ja, das passt eigentlich. dann war das quasi in Stein gemeißelt. Ja, Ja. cool. 2012 war dann eigentlich die Generationenübergabe auf unsere Generation, sage ich jetzt einmal. Da war aber ich persönlich auch noch nicht dabei. Aha. Und da haben sie dann Hochzeiten und so weiter gespielt, Bierzeite, Schlagbierfeste und sowas. Dadurch, dass ich damals Hochzeitsloder war, sind wir da dann schon öfters zusammengekommen. Sie als Band und ich als Hochzeitsloder. Und darum war dann 2016 für mich eigentlich auch klar, das Kleiner Bauer, wo ich geschrieben habe, Ja. ich frage als erster die Hundskrüppeln, ob die das spielen wollen. Und coolerweise haben es die dann gemacht oder beziehungsweise wir miteinander und so bin ich dann irgendwann dazugekommen. Ja, okay, dann warst du quasi schon auch für diesen Erfolg da, den Riesenmeilenstein, direkt mitverantwortlich und da seid ihr zusammengekommen. Du hast Gestanzel spielen, aber das erste Mal beieinander gewesen irgendwo auch. Und dann haben sie gesagt, das macht es gemeinsam. Ja, cool. Genau. So habt ihr euch gefunden. Ja. Jetzt, wenn ich eure Band richtig zusammenbringe, ich würde sagen, wir blenden jetzt mal ein Foto ein. Ungefähr da sind die Bandkollegen. Jetzt auf der Homepage sieht man es auch, jetzt sind jetzt 5, die man sieht. Wenn ich es noch zusammenbringe, der Edi ist der Schlagzeuger, gell? Genau. Ich sage Edi zu ihm und der heißt mit Nachnamen Besel, spielt aber ungern Besen, oder? Weil er spielt schon laut Schlagzeug, oder? Er macht so Ja. Rockmusik. Der haut schon rein, der bläst und schon manchmal Dorwaschel durch. Ja, das glaube ich. Also nicht selten kommt die Ansage vom Techniker, spiel doch ein bisschen leise. Das geht nicht, das kennen wir. Dann gibt es einen Franz am Bass, oder? Genau, der Franz. Franz, guter Eichamer Typ. Franz, Genau. super Typ. Bei dem daheim, den sein Opa hat ein Wirtshaus gehabt, das Ja. mittlerweile nicht mehr in Betrieb ist und das ist mittlerweile unser Proberaum. Oh, okay. Steinsdorf oder Stolzdorf, wie wir sagen. Da seid ihr ja quasi an der Quelle dann auch gleich zum Proben, oder? Ist da noch ein Zapfhahn da? Das weiß ich jetzt nicht, ob nur ein Zapfhahn da ist, aber Bierfasseln sind auf jeden Fall da. Okay. Wir fahren jetzt da rechts Richtung Ringbogenschau hin. Das können jetzt die da Leute schau. leider nicht sehen. Doch, das sieht man vielleicht, wenn wir jetzt haben wir einen Kreisverkehr. Wir fahren einmal rum, oder? Ah, okay. Das Vielleicht sieht man da. findet man einen Goldtopf, da brauchst du das gar nicht mehr ausstrahlen. Schau. Den suchen wir heute noch. Und dann gibt es einen Tom noch, gell, wenn wir schon beim Ringbogen sind. Habt ihr nicht gesehen, den Ringbogen? Wir fahren da einmal rum hier und du teilst Jawohl. einmal hin. Ungefähr, wo der. Oh, der ist ja sogar beidseitig. Ja, da steht's ja. ja, Wahnsinn.
Genau, das ist dann der Tom, wird aber von alle eigentlich nur Jones genannt. Und da hinten kommt jetzt der Regenbogen, ich weiß nicht, ob man es sieht. Scheint ein schon Kommt jetzt ein bisschen drauf, wie er scharf, dass der GoPro ist. Ja, da. Aber ich Sinnbildlich. glaube sehr gut. Wenn nicht, müsst ihr es uns einfach so glauben. Genau. Also der Tom, wollen wir gerade stehen bleiben? Genau, Wichtiger Gitarre, Mann. brutaler Gitarrist, cooler Typ, ist der Jüngste bei uns im Bunde. Ist 1 Jahr jünger wie ich, ich bin der Älteste, er ist der Jüngste. Also ganz schöne Spanne, aber ich glaube, wir kommen trotzdem sehr gut aus. Ja. Ich mag zumindest ihn sehr gern. Ja. Ich hoffe, es beruht auf Gegenseitigkeit. Und ja, heißt Tom, aber wird eigentlich nur Jones genannt. Wird nur Jones genannt. Wo kommt das her? Warum Jones? Tja, das kannst du in deiner nächsten Folge klären, wenn du die am Mail hast. Das Alles weiß klar. jetzt ich nicht. Okay, noch. Er hat quasi schon Jones geheißen, als du kennengelernt Genau. hast. Gell? Wollt ihr noch was hören, oder? Ich würde sagen, wir hören jetzt so in das nächste Lied rein. Wenn wir schon beim Regenbogen sind, der Regenbogen fängt immer irgendwo an und so eine Feier wird auch immer irgendwo gelegt. Starke Jetzt Überleitung. fahren wir in den Wald rein, starke Überleitung. Jetzt hoffe ich, du hast deine Lieder runtergeladen, weil Weil ich bei von uns Feier, ist das ist ja empfangsmäßig immer interessant. Alles am Start. Jetzt brauchen wir was wieder Connection, gell? Ah ja, ausgesteckt haben wir. Magst du mal schnell einstecken? Kann ich. Schau, das ist live. Ich Live bin ist zwar live. technisch nicht so affin, aber das bringe ich hin. Da ist der Korbi angerufen hat vorher. Als gleich das Kabel rauskommt, so fest hat Ja. der angerufen. Genau, das gleich rausgeschrieben. Also pass auf. Jetzt sind wir wieder dabei. Genau. Dann hören wir rein. Jetzt hat er natürlich eine schwere Doppelaufgabe, der Max, weil jetzt sind wir gerade in einer sehr kurvigen Strecke. So geht's nicht los. So geht's los. richtig kennt, der weiß, dass ich nicht rausmache. Mittendrin stand nur dabei. Vollgas bis zur Endstation, weil ich auf eine Augen. Hey, yo, Lauter, oder? ich von Feier. Bist du wieder zum Joggen? Siehst du es lodern? Meine Augen, muss die dein Traum nur Dauer. Hey, yo, ich von Feier. Siehst du es brennen in meine Augen, so stark, wo ich selbst vertraue. Hey, yo, Jawohl, da ist der Tom jetzt am Start, oder? hey, yo, ich von Feier. Siehst du es lodern in meine Augen, muss die dein Traum nur Drama trauen. Hey, yo, Das nehmen wir noch mit. ich von Feier. Altmannstein sind wir jetzt. Siehst du es brennen in meine Augen, muss die dein Traum nur leben trauen. Hey, yo, das war nicht so ich von Feier. Starke Nummer. So wie ich so Danke. Jetzt muss ich dich schon mal fragen, du hast gesagt, Videos machst du selber, hast du das Video auch gemacht von Eve on Fire? Das haben wir auch gemacht und da hat unser, oder beziehungsweise mein Nachbar die Hauptrolle gespielt, der Badl. Und wo wir jetzt gerade sind, tatsächlich zufällig jetzt in einem Stor haben wir da auch ein paar Szenen gedreht. Nämlich wenn man das Video kennt, da ist einmal eine sehr steile Treppenstufen außen und das war am Alpenstor ein Fußballplatz. Ich fahren wir jetzt schnell ab, oder? Ich fahren wir schnell nach, ja. Ja. Okay, ja, cool. Und komponiert ist auch federführend von dir oder wie ist es entstanden? Eve on Fire. Ich fange Feier. Boah! Jetzt hast du mich am kalten Fuß Ich erwischt. hab jetzt nicht einmal nach einem Jahr gefragt, gell? Nein, das stimmt. Ich glaube, dass das von Manu war. Ich kann es Von jetzt Manu? nicht mehr hundertprozentig sagen. Es tut mir jetzt leid, ich glaube, das müssen wir jetzt Du, rausschneiden. das macht gar stimmt. nichts. Wir schneiden überhaupt nichts raus. Nein, auf alle Fälle ist es ein super starkes Video. Ich habe es gesehen beim ersten Mal und habe mir gedacht, das ist nicht nur eine ideale Nummer zum Joggen, sondern eine Motivationshymne durch und durch. Und ihr habt Videos, die laufen eigentlich immer gut auf YouTube, gell? Ja, Das ist schon echt können wir uns nicht beschweren. faszinierend. Bei uns ist es sogar ein bisschen ja, andersrum wie bei anderen Bands, dass wir in YouTube relativ gut echt tatsächlich funktionieren. Es ist von Manu übrigens, jetzt ist mir eingefallen, weil das haben wir jetzt keinen Ruhe lassen. Das ist ja Sänger. Ja, den haben wir vorher noch nicht angesprochen, das passt ja eh Ja. wieder. Der Manu, der Sänger durch und durch und der fetzt auf der Bühne umeinander, oder? Ja, Ich hab mal brutal. erlebt. Ja, also du bist auch ungefähr meine Generation, du kennst die Gummibärenband ja noch, gell? Ja, Und so einer war der Manu auch geworden, weil Der wieder hat- kein Sänger geworden, weil er war auch einer von den Gummibären geworden. der hat Der Power. hüpft da rum, Ja. der hat Power, brutal. Und der kann aber gut mit dem Kopf umeinander schirmen, habe ich gesehen jetzt einmal bei euch auf dem Kanal. Ja, stimmt. Koffer. Das Koffern, genau. Wird euch anschauen, das ist ganz lustig. Das kann der Manu. Ne? Markante Stimme kennt man gleich raus und
brauchst schon Energie, gell, bei dem Sound, was ihr macht. Ja, Wie sagt man, Bierzelt-Rock, hat einmal einer in so einem Making-of gesagt. Einer von ja den Produzenten. Bierzelt-Punk hat der mal gesagt. Punk Genau. hat er gesagt, genau. Und mittlerweile sind wir ein bisschen umgeschwenkt, weil wir immer ein bisschen von dem Bierzelt-Image weg wollen und die Lieder auch mittlerweile ein bisschen mehr Inhalt haben, ein bisschen ernster sind. Und jetzt haben wir uns auf Rock and Blow umbenannt. Rock and Blow, Genau. nicht schlecht. Weil wir immer einen Bläser dabei haben und ja, eine Rockband irgendwie so alpenländisch flankiert, sag ich jetzt mal, mit Bläser und Quetschen von der Besetzung her. Mit originellen Bläsersätze. Und die arrangierst aber meistens dann sogar du, oder? Wenn ich Nein, so richtig im nein, Kopf hab. Nicht? da bin ich komplett raus. Okay. Ja, wir haben 2 Bläser dabei, beziehungsweise 3 mit dem Franz mit der Tuba jetzt und da kümmern sich die schon selber drum. Das ist nichts für mich. Und dann seid ihr dann in Höchstfällen auch zu 8 auf der Bühne, oder? Zu 7. Zu 7. Genau. Also wir zu 5, die du jetzt vorher aufgezählt hast, und dann noch 2 Bläser mit dabei. Der Baumi und der Benni. Der Baumi und der Ben. Und die waren jetzt auch dabei bei der Wirtshaustour, oder? Die ihr jetzt gemacht habt. Die war Richtig, cool, oder? Die war brutal, aber sehr, sehr anstrengend, aber sehr, sehr geil. Also wir haben ja das, ich glaube, ihr habt ja das auch schon mal gemacht, oder? Wir haben jetzt eine Biergartentour gemacht, letztes Jahr mal, und Genau. heuer wieder gespielt. Auch. Genau. Und, ja, Also das Zeit- war unseres eigentlich auch, und ich glaube, Labras Banda hat das auch schon mal gemacht. Das wollen wir jetzt dann nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, wir haben jetzt das Ganze natürlich nicht erfunden, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und haben das da mal in Facebook ausgeschrieben gehabt, dass sie Wirtsleute bewerben können, die Bock drauf hätten, oder eben einfach Locations. Ja. Und dann haben sie da knapp 500 beworben, was uns also sehr erstaunt hat, beziehungsweise weil sie fast überfordert hat. Haben dann dort ungefähr 20 ausgesucht, bei denen wo wir dann gespielt haben. Und jetzt ist natürlich so, jetzt kannst du dir vorstellen, bei denen wo man dann spielt, das wäre bei euch wahrscheinlich auch so gewesen sein. Die freuen sich halt wie die Sau und sagen dann, was echt, bei uns spielt ihr, und dann ist man natürlich sehr willkommen. Und jetzt, wenn du bei einem Wirt bist und bist sehr willkommen, der hat natürlich einen Stammtisch und hat ein Bierfassel und weißt dann danach, ob die noch hertrinkt, halt nur eins. Und wir sind ja immer sehr schwer zum Überreden. Ja, ja. Und wenn du dann da ich tagelang unterwegs bist und immer bis 3, 4 unterwegs und ja, nicht gerade zwingend erwischt, dann geht das mit der Dauer schon auf die Leber. Ja, sportlich durch und durch, aber da muss man dann durch. Da muss man durch. Und es ist ja auch Darf man sauschön. durch. Aber ich muss sagen, seitdem bewundere ich die alten Rockstars da noch mehr, die das wirklich so monatelang durchziehen. Ja, das ist dann schon, da brauchst du Kondition. Also auch bei dem danach, gell? Aber die werden halt auch nicht jeden Tag das 4 ballern, oder? Was meinst Ja, du? keine Ahnung. Ich glaube schon, dass Irgendwas da manche gibt's jetzt auch anderes sind. machen. Es gibt aber auch Reibeisen, die können am nächsten Tag auf die Nacht da wieder so singen, gell? Also Ja, ich ja. kann das jetzt nicht behaupten, dass ich da wieder fit bin. Ja, da Komplett, bin ich ja. Gott sei Dank ein bisschen verschont, weil ich muss ja nicht singen. Ich muss ein paar Ansagen machen, aber mir geht es jetzt nicht so wie dir oder wie am Manu, dass man da dann wieder singen muss. Da muss man natürlich nur ein bisschen mehr aufpassen. Ja, das ist schon so. Der Manu wird immer brav ins Bett gegangen sein, oder? Natürlich. Manu. Natürlich. Spätestens um 10 Uhr. Wenn man jetzt eins rauspickt, also kann ich nur bezeugen oder bestätigen, das war eine ganz besondere Geschichte immer dann auch bei Locations, wo du jetzt normal nicht erwarten darfst, dass man da spielen darf. Die einfach also dankbar sind, dass du mal was außer der Reihe machst. Ja. Kann man das wiederholen, und was war jetzt da so das besonderste Erlebnis? Kannst du da eins rauspicken? Die waren natürlich alle irgendwo besonders individuell, aber Ja. das irgendwas Also ganz wirst du das Spezielles schon tatsächlich vorwegnimmst, weißt wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung sprichst, man kann fast keins rauspicken, weil einfach jedes komplett anders ist. Was eins von den Highlights auf jeden Fall war, glaube ich, war in Reit im Winkel beim Günther, beim Dirnhofer Günther, wenn du uns zuschaust, Havaderi, ein richtiger Wirt, also ich würde sagen, der Wirt, der Günther, der Dirnhofer, der hat da seine Hindenburghütte auf, keine Ahnung wie hoch, und ja, so eine richtige Berghütten einfach und so ein richtiger Wirt, und bei dem war es richtig, richtig schön. Cool, ja, schöne Grüße an der Stelle. Tunskrippen kommen wieder, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Der hat uns sogar ein riesen Lob ausgesprochen, weil der hat ganz, ganz viele Bands da oben, und er hat gesagt, wir waren die drittbeste, die er in 30 Jahren gehabt hat, nach Spider Murphy Gang und nach Labras Banda. Ja, da schau Da sind wir natürlich dann nochmal ein bisschen gewachsen das geht runter. oder? für den Abend. Ja, geil. Da war es auch schön. Das muss sein, dann wird das auch derjenige sein, wenn es einmal wirklich darum geht, es gibt bloß noch ein Wirtshaus auf der Welt, dann wird das er vielleicht haben, oder? Das letzte Wirtshaus der Welt. Vielleicht, ja, der Günther war auf jeden Fall ein guter Bewerber. War ein Kandidat. Der war auf jeden Fall der gute Wirt dafür. Da passt da das Lied ganz gut dazu, zufällig, was ihr gemacht habt. Jetzt Das bin ich letzte gespannt, was Wirtshaus- jetzt kommen kann. Das letzte Wirtshaus der Welt. Wir hören einmal rein. Das Video gibt es auch bei einer auf dem YouTube-Channel. Da müsst ihr euch unbedingt anschauen, und wir dürfen jetzt gemeinsam mal reinhören. Geht schon gut los, gell?
Matthias, da fahren wir heute noch hin, oder? In ein Wirtshaus, hätte ich gesagt. Können wir machen. Kaufen wir uns eine halbe noch. Da bin ich der Letzte, der Nein sagt. Ja, bin auch gleich dabei. Du, jetzt habe ich gesehen, wir sind jetzt im Landkreis Kelheim angekommen. Nicht Rosenheim, Kelheim. Kann das sein? Das kann sein, ja. Schon, also gell? wir kommen jetzt gleich nach Riedenburg. Das kann sein, dass das schon zu Kelheim dazugehört. Ja, schau her. Du, wir haben so viele Themen, ich muss schauen, dass ich alles unterbringe, weil Ja. du bist ja schon echt lang unterwegs, bist Songwriter, wie schon erwähnt, du warst auf der Celler Schule, auf der Meisterschule, gell, für Texter. Zeller, genau. Zeller? Ja, also nicht von dem Instrument, sondern von dem Ort Zelle Ja, kommt das. Bayer sagt Celler. Weil das, genau. Gut, und du hast das Stipendium bei der GEMA sogar gekriegt einmal, oder? Ja, genau. Also das war 2019 und das ist jedes Jahr einmal für 10 Leute vom deutschsprachigen Raum. Und da werden quasi, also so die Worte dieser Schule, die talentiertesten Songwriter des Jahres gefördert und kriegen da eine 14-tägige Meisterschule. Songwriter oder Textdichter bei uns, ich glaube, du schreibst ja auch für andere ein bisschen, du kennst ja auch aus, gibt es ja in dem Sinn keinen Meisterbrief, wie man jetzt als Maurer machen kann oder als Zimmerer. Ja. Aber da gibt es eben dann diese Schule, die dauert 2 Wochen und da muss man von jemandem vorgeschlagen werden und sich dann bewerben und dann durch eine Jury entweder halt genommen werden oder nicht. Und wie gesagt, 10 pro Jahr kommen wir dran im deutschsprachigen Raum. Da müssen wir dann rüber. Ja, dann fahren wir Und mal rum. Fälli, sind wir jetzt schon gewohnt, dass wir ein paar Mal rumfahren um den Kreisverkehr. Um die Scheiben. Scheim, das kommt Allerdings dann nicht einmal um die Scheiben. Genau, und da war ich 2019 dabei und das war der absolute Wahnsinn. Kann ich da nur empfehlen, dich da mal zum Bewerben. Das 2019 warst du dabei. ja, echt eine von den intensivsten 2 Wochen in meinem Leben. Ich glaube, die intensivste bestimmt, ja. Das war eine mega Erfahrung und kann ich jedem nur empfehlen, der wo für Songwriting und so weiter sich interessiert. Schaut euch das mal an, da gibt es eine Homepage und das ist der absolute Wahnsinn. Cool. Weißt du, wen ich kenne? Tobias Reitz. Ja, genau. Ja. Der ist da einer von den 2 Dozenten. Oder von den, Edith wie sagt man? Jeske, oder? Genau. Ja, siehst du Ja, das? du bist ja Ich hab bestens zwar informiert. Celler gesagt, aber Zeller Ja. heißt es, aber Edith Jeske ist mir noch ein Begriff. Und Tobias Reitz kenne ich auch schon lange, ganz Ja. ein Lieber. Ja. Und eigentlich der Texter, kannst du sagen. Gell? Ja. Hat der nicht sogar Atemlos getextet von der Helene Fischer? Ich will ihm jetzt nichts Unrechts tun, aber ich glaube Atemlos nicht, aber er hat schon einige für die Helene Fischer geschrieben. Unter anderem. Der ist, also. glaube ich, der aktuell erfolgreichste deutsche Textdichter. Schöne Grüße an dieser Stelle. Gell? Tobi, hab dich lieb. Genau, ideal. Du, ja, dann bist du da ja mit Meisterbrief jetzt ausgestattet sozusagen. Ja, also man kriegt jetzt nicht direkt so einen Meisterbrief, aber es ist Masterclass, nennt sich das. Okay. Genau. Jetzt sind wir in Riedenburg. Jetzt sind wir in Riedenburg. Das hat auch einen Hintergrund gehabt, gell, Riedenburg. Da bin ich zur Schule gegangen, ja. Dann ist es zur Schule gegangen. Das ist bei uns jetzt so ein bisschen die nächstgrößere, ich weiß gar nicht, ob es eine Stadt ist oder ein Markt oder... Du, ich bin da so schlecht, dass wenn meine Lehrer dürfen den Podcast nicht hören. Macht nichts, macht nichts. Sonst ziehen sie mich nochmal ein. Wie ist denn gegangen in der Schule? Hast du auch nur Musik schon im Kopf gehabt, oder? Ja, also mir ist sehr gut gegangen in der Schule. Ich war erst auf dem Gymnasium und da ist mir in der 8. Klasse so gut gegangen, dass ich mir gedacht habe, die mag es gleich nochmal in der Realschule. Dann drehen wir nochmal Runden. Wir drehen uns heute ein bisschen im Kreis, gell? Kommen wir aber schon zum nächsten Thema, wenn wir schon bei der Scheim vorher waren, einmal am Scheim. Ihr seid jetzt auf Tour, kann man schon sagen, mit einem neuen Tournamen. Genau, Schwungscheim-Tour. genau, mit Jawohl. Schwungscheimtour. Habe ich es richtig zusammengebracht. Ja, Und es kommt ein ganz neuer Song raus im Januar mit einem Video. Und der erscheint dann auch auf dem Album, das so heißen wird, oder? genau. Okay. Und den Song darf ich mir jetzt dann gleich anhören. Ja, Wollt ihr da mal reinhören? und wir glaube, wir schauen uns jetzt die Scheiben erst nochmal an, weil da müssen wir links und da ist eine Umleitung. Aber wir können es einmal probieren, wie weit dass wir kommen. Ja, da weil probieren weit wir's da wir jetzt nicht einmal. müssen. Da ist durchgestrichen, gell? Wenn nicht, fahren wir halt wieder einmal um die Scheiben, oder? Dann fahren wir halt einmal am Scheim. Das probieren wir jetzt, aber das geht. Und wir hören jetzt rein. In Amerika heißt der Titel. Genau. Den hat vorher noch nie einer gehört. Der ist tatsächlich jetzt komplette Exklusivveröffentlichung, ja. Na, der Wahnsinn. Dann schauen wir, dass er schon richtig losgeht. Und den hast du mir geschickt. Und ich habe ihn gespeichert natürlich. Das ist sogar, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, noch nicht mal als Master, sondern nur der letzte Mix. Ah, der letzte Mix ist das. Also das wird noch besser, aber es ist so schon Hammer. Also passt auf. Habe der die Erika, kannst mich mal, ich bin jetzt mal eine Zeit lang weg. Ich flieg jetzt nach Amerika oder auf Australien irgendwo das Eck. Hauptsache ganz weit weg.
ganz weit weg. Da wieder rechts. Du traust mir das sowieso nicht hinterher, dann mach ich dafür kenn ich dich zu gut. Die ganzen Leute am Flughafen fragen sich, was er tut, ich erkenne die gut. Ich hab mich auf die Zeit frei, jetzt bin ich endlich da. Sogar Statue der Freiheit lacht mich an. Amerika, du geile Stadt. Es ist fast ein bisschen schade, dass ich noch nicht mehr bei dir war. Amerika, du geile Stadt. Der, wo die einfach gehört, ist ein absoluter Superstar. Amerika. Jawohl, mehr wird noch nicht verraten, Hirs. Jetzt hätte ich eine Frage zu dem Lied. Ja, an heraus. dich. Ja? Weil man hat doch manchmal, wenn man so ein Liedl hört, dann erkennt man irgendwie, da kann der und der beteiligt gewesen sein. Und bei dem Liedl, von den Reimen her, ist da jetzt irgendwas aufgefallen, der wo da beteiligt gewesen sein kann? Ich darf mal sagen, wir kennen jemanden, der ist sehr, sehr originell unterwegs, auch was Texten anbelangt. Gell? Richtig? Wenn man ein bisschen was raushören kann, dann war es vielleicht der Beni Hafner alias Olmerer. oder? Richtig. Gut. Den haben wir erkannt. zu dritt geschrieben, da waren wir in einem Songwriting-Camp in der Steiermark in Österreich. Okay. Und da waren wir an dem Tag in einem Team, der Beni, der Olmerer, schöne Grüße, wenn du so schaust. Und der Patrick von Alle Achtung. Oh, alle Du acht. kennst auch, oder? Die Die, wo mit- es Marie gehabt haben, den Freilich. Die Welthit in Österreich. Eine neue Single gerade rausgebracht, Bowie heißt die. Genau. Sehr cool. Und da wart ihr zu dritt beieinander und da ist der Song entstanden. Genau. An einem Tag. Genau. Hammer. Und der Frei-Andi von den Festbänkler hat auch noch ein bisschen mitgeholfen. Der hat die Posaune da eingespielt in dem Thema. Gell? Ja, da wenn die richtigen benannt sind, gell? Und deine Bandkollegen hat es gleich gefallen? Ja, also das hat uns alles sehr gefallen und darum machen wir es jetzt auch zur Single-Auskopplung zum Erscheinen des Albums. Und genau, da machen wir ein Video. Und im Video, ich glaube, so viel darf ich auch schon verraten, Ja, heraus. haben wir ja, wie sagt man da, Featuring nicht, aber eine Zusammenarbeit mit der Schule von Rienburg, da wo ich eben war, mit der Johann Simon Meyer Realschule. Und da arbeiten wir mit der Klasse zusammen und machen da zusammen das Bühnenbild mit denen. Okay. Ich hätte jetzt sonst nämlich gemeint, dass vielleicht der Manu irgendwie auf der Freiheitsstatue stehen kann oder so in dem Video, aber die wird nachgebildet, oder? Ja, wir haben uns tatsächlich überlegt, wir können es jetzt das dran, weil so ist irgendwie schwierig zum Nachmachen und extra rüberfliegen ist halt auch schwierig. Vor allem erstens jetzt in Corona-Zeiten und zum anderen ist natürlich sind teuer und für Bands unseres Kalibers finanziell nicht stemmbar. Ja, klar. Dass du mit allem rüberfliegen musst, aber das Video wird auch selber draht, oder? Da bist du wieder federführend. Ja, genau, das drehen wir immer selber. Also ich tue immer das Drehbuch schreiben und ein bisschen so, ja, Regie führen war jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen, aber ich sage halt, wer was machen muss, weil ich es halt im Kopf habe dann, weil ich halt auch das Drehbuch geschrieben habe. Und Jones tut bei uns filmen, weil der das gerade studiert auch. Der Hirs ist bescheiden, ihr habt das schon gemerkt. Der Hirs ist Multitalent, ich habe es am Anfang gesagt. Und er macht nicht nur bei den eigenen Videos die Regie, sondern er hat auch beispielsweise, weil wir gerade bei den Festbänkler waren, bei Umpa Umpa hast du Regie geführt, oder? Hast du Ja, das genau. Konzept da mitgemacht? Ja, ja, Geil. da habe ich, genau. Also der Andi und ich haben uns in dem, ich glaube vorher besagten Songwriting-Camp tatsächlich kennengelernt. Also Frei Andi, Frontmann von die Festis, du kennst ihn ja. Ja. Und dann hat er das immer so ein bisschen mitgekriegt, dass ich die Drehbücher für uns schreibe. Und dann hat er gesagt, Hirs, darf das nicht mal gehen, magst du für uns auch mal eins machen? Da habe ich gesagt, ja, voll gern. Weil ich die Festis halt auch echt cool finde. Und jetzt, wo ich sie alle persönlich kenne, muss ich sagen, sie sind auch persönlich sehr cool. Und darum habe ich mich dann sehr gefreut und das gern gemacht. Und ja, es war echt eine geile Zeit. Und das Video, glaube ich, ist auch ganz okay und hat mittlerweile auch schon über 1 Million Klicks. Von dem her hoffe ich, dass wir mal wieder rüber dürfen. Ja, mir merkst schon, man muss. Geh Andi, wink mit dem Zaunfall. Wir hoffen, dass wir mal wieder rüber dürfen. Genau, genau. Ja, gut, du, jetzt sind wir schon gute Runden gefahren. Genau. Ich darf noch gerne einen Song anspielen. Ja, gerne. Und aber vorher noch fragen, ob der Song einen Hintergrund hat. Und da ist ja schon ein Thema, sage ich mal, das, wo sich nicht jeder traut, sage ich mal, einen Text drüber zu schreiben oder man klangt es einfach nicht gerne an, weil man selber ein bisschen Angst davor hat. Aber wenn wir jetzt den Titel anhören, kannst du mich hören, dann geht es ja eigentlich um den Tod. Ja. Ja. Ist der Text entstanden, weil ein Spezi von euch verunglückt ist oder gibt es einen bestimmten Hintergrund? Ja, nicht der Spezi, sondern Thomas vom Manu. Und das Lied ist auch federführend vom Manu geschrieben worden.
wir machen dann immer, das werdet ihr vielleicht auch so machen, wenn einer einen Text schreibt, dann schaut man miteinander nur ein bisschen drüber, wo kann man nur ein bisschen was rauskitzeln aus einem Reim, den vielleicht nur ein bisschen smoother machen, den Übergang. Aber er ist eigentlich vom Manu und genau so ist der entstanden. Da hören wir doch mal eine jetzt, oder? Da kriege ich gleich Gänsehaut bei der Geschichte. Und der Manu singt auch noch selber. Der Manu singt auch noch selber. Hören wir uns an. Und wir haben uns jetzt verfahren vor lauter Ratschen. Das macht gar nichts. Das macht aber nichts, weil wir kommen so auch wieder heim. Gehen wir immer heim. Sind wir nur immer heimgekommen. Schau. Für Thomas. Ich denk wirklich sehr oft an die. Wenn ich hinausschau aus dem Fenster, frag ich mich: Geht's dir gut, was machst du, was treibst du denn grad? Denkst du auch an mich, an manche Tag? Irgendwie merk ich, bist du noch da. Grad deswegen gehst mir auch so narrisch an. Ich merk das, wenn's von oben anschaust und der Wind durch die Bäume durchrauscht. Dann schau ich zu dir am Himmel hinauf und ich hör mich blären. Kannst du mich hören? Ein Sturm gehört zum Leben mit dazu. Wie der Blitz hat's eingeschlagen, die ewige Ruhe. Vielleicht ist besser, vielleicht auch nicht. Aber ist es echt fair, dass der Mensch jetzt geht? Ein Vierte sagt man sie alle Tag. Aber dass das jetzt für immer ist, ist groß. Ich merk das, wenn's von oben anschaust und der Wind durch die Bäume durchrauscht. Dann schau ich zu dir am Himmel hinauf und ich hör mich blären. Kannst du mich hören? Ja, hier ist. Du siehst schon, wo man jetzt vorne ist, ein bisschen bergig und da gibt es unter anderem auch den Kreitberg, so heißt der. Da haben wir das Video wieder rumgedreht. Ja, Wahnsinn, wie das passt zufällig. Ja, Ungeplant. ungeplant. Aber siehst du mal, dass wir nicht schwindeln da in die Medien, dass wir wirklich auch die Videos alle bei uns drehen, was uns auch erstens sehr wichtig ist und zweitens natürlich auch von logistischen Vorteil, wenn man nicht so weit fahren muss und wenn die Freundin dann schnell das Mittagessen bringen kann beim Drehtag. Perfekt. Da ist man beieinander. Und dann merkt man Kurze eigentlich Wege. erst einmal tatsächlich, wie schön, dass man es eigentlich daheim hat und was man alles hat. Man hat Berge und Täler und Flüsse und ich mag jetzt nicht klischeemäßig da blöd Nein, aber daherreden, schön ist aber halt einfach. tatsächlich. Schon eine merkst schöne du's dann. Gegend, absolut. Ja, du, da, auch echt ein richtig schöner Titel, muss ich sagen. Gänsehaut pur und gerade nach der Zeit jetzt, wo es nicht so einfach war für alle, gell? Ja, Auch nochmal irgendwie auch zum Mut schöpfen und ein Denkzettel für Zeit genießen, die wir haben gemeinsam, gell? ja, In diesem Sinne fahren wir jetzt dann gleich noch zu den Bandkollegen, oder? genau. Da trefft ihr euch immer wieder. Ja, da haben wir immer Band-Meetings, wenn wir was zum Reden haben Die sind oder was zum wichtig. Feiern haben. Die sind wichtig, oder? Also in der Band, da muss man auch immer wieder mal ratschen und Sachen Ja, also gemeinsam einen Weg finden, oder? Für es gibt tatsächlich immer Touren, viel zum Songs. Tun. Ich meine, du weißt das ja selber, weil als Band ist man halt auch ein GBR. Sind jetzt wir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schauen wir auch, ja. Genau, und da gibt es halt auch viel zum Tun. Also es ist nicht so, dass man nur auf der Bühne steht und Musik spielt, sondern das gehört wieder gemacht und da musst du wieder Steier machen und da braucht man wieder neue T-Shirts und da ist wieder das und so gibt es da viel zum Tun und wird nicht langweilig. Wer Das- pflegt die Termine auf der Homepage und Genau, Co, gell? alles Mögliche. Alles Mögliche, ja. Und wenn ihr aber mal eine weite Reise macht, dann seid ihr einmal gerne in Wien im Studio, oder? Genau, ja. Da fahren wir noch gerade aus. Fahren wir noch gut aus. Da habt ihr einen Produzenten auch für den Titel, oder? Genau, also das ist so entstanden. Meine absolute Lieblingsband ist Pizzerra und Jaus. Paul Pizzerra, schöne Grüße.
Super Typ. Von mir auch, Pauli. Und da fahren wir jetzt dann rechts da oben. Ja. Und dann habe ich mal unseren Windl stehen, 8 Kilometer. Genau, aber wir fahren jetzt nach Hagenhill, das zweite, wo angeschrieben ist. Okay. Weil da der Edi wohnt. Alles klar. Und dann habe ich mal unseren Verlagschef gefragt, ob der mal nachschauen kann oder rausbringen kann, wer den Pizzeria und Jaus produziert. Und dann hat der das gefunden, ein gewisser Erwin Bader. Erwin. Und Grüße in die Welt halt. die Chance war sehr, sehr gering, dass uns der tatsächlich nimmt, weil, wie gesagt, Pizzeria und Jaus einen Bombenhit nach dem anderen. Dann hat er noch produziert die Conchita Wurst, die damals den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Kenne ich, schaue ich jedes Jahr an. Und ansonsten macht er eigentlich nur so Fernsehjingles und so weiter für den ORF und die Musiksendungen in Österreich und so weiter. Okay. Aber wir haben uns gedacht, Fragen kostet ja nichts, mehr wie Nein sagen kann er nicht. Ja. Und tatsächlich sagt er drauf, ja, klingt eigentlich ganz gut, darf mich mal interessieren. Lass uns mal ein Skype-Meeting halten und so weiter. Ich will es jetzt nicht unnötig in Länge ziehen, dann haben wir das gemacht und sofort gut verstanden. Und Cool. seitdem sind wir in der Fleischerei, so heißt das Studio, Oh, beim Erwin. jetzt habe ich gedacht, es hat was anderes auf sich, aber Fleischerei ist dann Studio, nicht schlecht. Und ich muss sagen, Geiler mittlerweile Sound, ist nicht nur unser Produzent, sondern es hat sich tatsächlich eine Freundschaft entwickelt, mehr die sagen. Und wenn wir da kommen, wir kennen jetzt schon die ganzen Dorfleute und die kommen dann und die wir miteinander Abendessen und da fortgehen und das ist richtig, richtig schön. Ja, cool, eine zweite Homepage sozusagen. Ja, voll. Schön. Ja, du, vielen Dank, Hirs, für Sehr gerne. die Einblicke in euer Bandleben. Ich hoffe, man hört noch ganz, ganz viel von euch. Ich freue mich aufs neue Album. Ja, Und vielleicht trifft man sich auch mal wieder auf einem Festival und dann werden wir Bestimmt. hinterher mal wieder testen, wer länger aushält, oder? ja. Ich sage Dankeschön fürs Mitnehmen. Du, Und, nicht so an dank. die Zuschauer kann ich sagen, also der Max ist ein sehr multitaskingfähiger Mann, der fährt da wildfremde Strecken, macht nebenbei Musik, Ja. muss noch ein Interview machen. Das ist alles, Respekt, Max. alles im Rahmen, du. Ich sage merci. Und weiterhin ganz viel Spaß auf der Bühne und beim Songschreiben und bei allem, was du so machst. Danke, kann ich nur Also. zurückgeben. Merci dir. Jetzt fahren wir zum Edi. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal bei Einmal um die Scheibe. Habe dir. Viert euch, servus.